Die Heilige Schrift, wie du die Bibel richtig verstehen kannst. Keinen simpleren Titel könnte man sich auswählen. Und bestimmt hast du dich sehr fest darauf gefreut, von einem jungen Mann zu hören, wie du die Bibel eben jetzt endlich mal richtig, aber auch wirklich richtig kannst verstehen. Ein bisschen einen höheren Anspruch zugegeben. Ich habe mit etwas mitgebracht, und zwar ist es ein 200 Jahre altes Buch. Ich zeige es euch da mal. 1821 geschrieben oder gedruckt worden, besser gesagt, nicht geschrieben worden. Und ich versuche mal ein paar Texte daraus zu vorlesen. Versuchen. Zum Anfang war das Wort, und das Wort war ben Gott, und Gott war das Wort. Dasselbige war am Anfang ben Gott. Alle Dinge find durch, da wird es langsam schwierig, ehrlich gesagt. Es ist ein älterer Text, ein Altdeutsch, ein Deutsch, wo ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz so begabt bin im drinnen lesen. Es gibt sicher Leute unter euch, die da noch fließend durchlesen und den Text natürlich wunderbar würden verstehen. Aber wir sehen, das Wort von Gott, das hat sich irgendwie verändert, in der letzten Zeit verändert. Und wir müssen immer wieder neu an das Wort anschauen. Und irgendwie hat es gewisse Haken drin, oder? Dass man es anscheinend nicht immer ganz so einfach und richtig können und verstehen. Wir wollen in dieser Serie und heute ganz speziell, wenn wir mit euch in das Wort eintauchen und wir wollen uns überlegen, wie können wir das Wort richtig verstehen? Wie können wir einen Zugang zu dem Wort finden? Und für das wollte ich mit euch heute ein paar so Stolpersteine anschauen. Stolpersteine, wie der da zum Beispiel, wo uns hindert, zu dem Wort Gottes durchzudringen. Wo uns hindert daran, um eigentlich das Wort Gottes richtig zu verstehen, weil wir immer wieder drüber stolpern und eben eigentlich den Zugang nicht schaffen. Vielleicht, weil wir manchmal Angst haben, zu missverstehen, vielleicht, weil es Bedenken auslöst, was auch immer das Gründe sind. Wir wollen miteinander zusammen auf den Weg gehen und das herausfinden. Das Ziel aber von dieser Serie ist am Schluss, dass du die Freude an dieser Bibel wieder neu kannst entdecken, vielleicht Sachen einmal auf ganz neue Art und Weise für dich selber entdecken, wo du vielleicht im Moment nur einen Blinkwinkel drauf hast und so die Liebe zu dieser Bibel wieder neu kannst gewinnen. Wir sind in diesem Jahresthema in Liebe, Agape, die Liebe, die wächst. Und am Schluss ist das Wort Gottes, die Bibel, das Wort von Gott, wo uns die Liebe auch schmackhaft machen und wo wir die Liebe immer wieder neu entdecken dürfen. Die Bibel also Gottes Wort? Fragezeichen. Ja, natürlich. Also, wir wissen, es ist die Richtschnur, es ist Gebrauchsanleitung, es ist die Messlatte. Ich weiss nicht, was für Begriffe das bei dir nachkommen, wenn du so das durchdenkst. Es kommen sehr viele irgendwie so Bilder, wo wir doch gelernt haben, was die Bibel alles ist. Der Wegweiser, wo wir unser ganzes Leben daraus ausrichten können. Ratschläger in allen Zeiten, in den guten wie auch in den schwierigen Zeiten. Doch von wo kommt das eigentlich? Der Paulus schreibt im 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also ganz einfach, sie unterweist, sie hilft uns, sie zeigt uns unsere Schuld auf, sie bringt uns auf den richtigen Weg. 2 Punkte machen es da schon mal ein bisschen herausfordernd, wenn wir diesen Text anschauen. Und zwar der erste Teil, die Heilige Schrift. Häufig
ist mir so gegangen, da habe ich im ersten Moment einfach immer an die ganze Bibel gedacht, obwohl der Paulus ja dort zumals gar noch nicht die ganze Bibel gehabt hat. Also es ist die Heilige Schrift, im Wesentlichen das Alte Testament damit gemeint und nicht die ganze Bibel. Der zweite Punkt, je nach Übersetzung, wo du anschauen und drinnen gehst, dich vertiefen, in der Elberfelder Studienbibel zum Beispiel heißt es Gott gehaucht. Eingegeben ist Gott gehaucht. Wenn du dir das so vorstellst, ist es irgendwie auch ein bisschen komisch. Also ist jetzt Gott das Wort eben Gottes Wort, weil Gott irgendwie reingeblasen hat oder in den Autor, der geschrieben hat, reingeblasen hat? Oder wie muss man sich das genau vorstellen? Irgendwie ein spezieller Begriff. Und natürlich kommt da sehr schnell das Wort oder die jahrelange Diskussion auch auf von dem Inspirationsverständnis. Also wie verstehen wir denn die Bibel? Und was macht sie glaubwürdig, vertrauenswürdig, dass wir unser Leben so stark danach ausrichtet? Ist sie mehr von Menschenhand geschrieben oder doch eher von Gott prägt? Und das sind ganz herausfordernde Fragen. Es fordert unser Glaubensbild heraus, unser Denken, unser Handeln, wie wir mit dieser Bibel umgehen. Und ich bin mir bewusst, wenn man diese Frage sich stellt, dann schüttelt es manchmal auch ein bisschen am Fundament. Und es rüttelt an Grundfesten, wo wir schon jahrzehntelang geglaubt haben. Und ich will euch da mit auf den Weg nehmen und ein paar Punkte anschauen, im Vertrauen darauf, dass wir die Bibel immer noch genau gleich wertschätzen und lieben. Egal wie wir sie genau auslegen, wie wir sie genau verstehen. Es ist nicht eine Frage von der Wertschätzung von dem Dokument, nicht eine Frage von der Liebe, ob ich das Wort Gottes noch genauso lieben und wertschätze, sondern eine Frage, wie wir mit dem Dokument, wie wir mit der Bibel am Schluss umgehen. Ist die Bibel glaubwürdig? Der Paulus, wie ich vorher gesagt habe, greift da das Wort eingehaucht, inspiriert auf, eben eingegeben. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass irgendwelche Obergeistliche angeguckt sind und eigentlich einzeln die Worte aufgeschrieben haben, diktiert worden ist, respektive dass Gott irgendwie einen Roboter eingesetzt hat und eigentlich 1:1 die Worte aufgeschrieben haben und so, dass wir eigentlich 1:1 jeden einzelnen Buchstaben Gottes Gedanken widerspiegelt? Oder sind es eher einfach geniale Denker gewesen, die hervorragende Kombinationen, ehrlich gesagt, gemacht haben, vom Alten zum Neuen Testament und völlig krasse Gedankenflüsse hatten? Wir werden uns kurz diese Frage stellen und da vorne wird jetzt der Mentimeter eingeblendet. Du darfst dein Nattel führen. Und wir werden kurz miteinander mal anschauen, wie du das so wirst beantworten. Bist du eher jemand, der würde sagen, hey, das Wort von Gott, das ist ein Wort, wo 1:1 Gottes Wort ist? Also eher wirklich das Wort von Gott ist? Oder sagst du, nein, es ist eigentlich eher Menschenwort? Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, beides zu sagen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, zum alles noch ankreuzeln, für die sich gar nicht entscheiden können. Versuch dir mal zu überlegen, wie würdest du das für dich persönlich einordnen, wenn du diese Frage musst beantworten musst. Ich lasse euch kurz Zeit für das.
Wir sehen, es tut sich auf jeden Fall ein Spannungsfeld auf. Ein Spannungsfeld, dass es nicht ganz so eindeutig ist. Dass es manchmal herausfordernd ist, die Frage einfach so glasklar zu beantworten und dass es auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten dazu gibt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da in einer guten, demütigen Haltung dran herangehen und uns die Fragen auch so dürfen stellen. Ja, ich glaube, Gottes Wort ist seine Botschaft an uns. In allem zuverlässig und wahr. Und doch ist es auch Menschenwort, wo Eigenheiten der jeweiligen Autoren drin hineinfließt. Also menschliche Wort packt die Botschaft von Gott an uns Menschen, wo zuverlässig von Gott berichtet tun. Gleichzeitig haben wir da Jesus, das vollkommene Abbild vom unsichtbaren Gott. Er selber ist das menschgewordene Wort Gottes. Das sagt er, das steht selber in der Bibel, im Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also das Wort Gottes, der Logos, Jesus, wo als Bild da auf Erde gekommen ist, um das vollkommene Abbild von Gott zu sein. Ist Gott, oder ist besser gesagt, ist die Bibel gleich noch glaubwürdig? Oder ist sie widersprüchlich? Oder was macht sie denn wirklich zu dem Bibelwort, wo dem Anspruch eben genügt, dass unsere Guideline kann sein im Alltag? Was macht sie eben gerecht, dass sie das noch sein kann, wenn sie auch Menschliches drinnen enthalten tut? Und wie gehen wir mit diesen inhaltlichen Widersprüchen, scheinbaren Widersprüchen um? Und wie gehen wir mit all diesen modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen auch um, die in der heutigen Zeit scheinbar der Bibel widersprechen? Ich will mit euch 3 so Stolpersteine heute anschauen. Die Stolpersteine, die uns immer wieder mal begegnen, im Bibellesen. Am einen vielleicht ein bisschen mehr wie am anderen. Gewisse Stolpersteine sind sehr persönlich gefärbt, auch je nachdem, wie du eben deinen Zugang zu Gott auch hast. Und der Zugang eben zu Gott vielleicht einfacher findest oder nicht. Die Stolpersteine verhindern uns den Weg zur Bibel wieder neu zu finden. Zu der Bibel auch eben können, um die richtig zu verstehen. Der Stolperstein 1 ist die naturwissenschaftlichen Argumente. Die naturwissenschaftlichen Argumente, die da sind, die verhindern uns manchmal, um den Draht zu dieser Bibel wieder neu zu finden. Wir stolpern darüber und denken so, es kommen so viele Sachen in dieser Bibel vor, wo scheinbar eigentlich der heutigen Wissenschaft irgendwie widersprechen. Und darum kann ich gar nicht mehr das Wort von Gott tatsächlich als wahr und vollkommen anschauen. In der Vergangenheit diskutiert man schon mega viel über die Probleme, dass eben scheinbar gewisse Sachen der Bibel einfach widersprechen. Und es führt dauernd eigentlich in Grabenkämpfe drin. Grabenkämpfe, wo am Schluss diskutiert wird, wer jetzt richtig und falsch hat. Ob die Bibel richtig ist und alle wissenschaftlichen Fakten einfach falsch sind und falsch aussagen oder eben die Bibel einfach falsch ist, das wird diskutiert. Und man neigt dazu, im einen oder anderen am anderen eigentlich den Glauben abzusprechen. Und man neigt dazu, glaube ich, ganz fest den Zugang zu der Bibel manchmal in dieser Vollkommenheit auch wieder neu zu finden. Neu zu finden, weil vielleicht der Blickwinkel gar nicht unbedingt der ist, dass alles genau so muss geschrieben sein, wie wir sie nachher naturwissenschaftlich auch beweisen können, sondern weil
Bibel vielleicht einen anderen Ansatzpunkt eigentlich verfolgt. Der Francisco Ayala, Evolutionsbiolog, sagt: Ich bin überzeugt, dass Evolution und religiöse Auffassung nicht widersprüchlich sein müssen. Wenn Naturwissenschaft und Religion richtig verstanden werden, können sie einander nicht widersprechen, weil sie sich mit unterschiedlichen Dingen beschäftigen. Naturwissenschaft und Religion sind wie zwei Fenster, durch die man in die Welt blicken kann. Zwei Fenster zeigen dieselbe Welt, aber sie bieten unterschiedliche Blickwinkel. Die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit den Vorgängen, die die natürliche Welt erklären, die Bewegung der Planeten, die Zusammensetzung von Materie und der Atmosphäre, die Entstehung und die Anpassung von Lebewesen. Die Religion beschäftigt sich mit Bedeutung und dem Sinn der Welt und des menschlichen Daseins, der angemessenen Beziehung der Menschen mit dem Schöpfer und untereinander, die ethischen Werte, die das Leben der Menschen beeinflussen und bestimmen. Ich finde das eine sehr spannende Aussage. Und zwar nimmt es für mich die Dynamik ein bisschen daraus heraus, dass wir alles genau gleich können, der gleichen Meinung sein mit allen naturwissenschaftlichen Fakten, die da geliefert werden. Und es nimmt eigentlich die Kraft daraus heraus und den Moment daraus heraus, wo ich die Bibel nicht mehr anschauen kann wegen dem, weil ich all diese Fakten und Argumente höre, und nimmt eigentlich das ins Visier, was die Bibel wirklich will. Nämlich die grossen Fragen, die grossen Lebensfragen, die Orientierung in diesen Fragen drin zu finden. Den Sinn und den Zweck von unserem Dasein, die Fülle vom Leben können zu entdecken. Das ist der Wert von dieser Bibel, von dem Wort von Gott. Das ist die Fülle von dem Dokument, wo sie uns drin führen kann. Es sind nicht die Diskussionen darum, ob jetzt jede einzelne Geschichte am Schluss genau so passiert ist. Vielleicht können wir das ein bisschen manchmal relativieren, oder es ist nicht ganz so entscheidend. Und es ist eigentlich viel mehr entscheidend, was wir in dieser Bibel Neues entdecken können. Was wir drinnen entdecken können, ist der Sinn. Und das macht für mich die Bibel eigentlich noch zu einem viel höheren Gut. Es macht es für mich noch viel wertvoller, wenn wir das entdecken können. Wenn die Bibel eigentlich viel einen höheren Grund hat, wie jede einzelne Geschichte eigentlich zu beschreiben, sondern das Tiefste in unserem Inneren eigentlich unseren Wert beschreibt. Wer du bist, wieso dass du da bist und wohin dass du irgendwann gehst. Im Johannes 5, Vers 39 steht: Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Das ist in einem Kontext geschrieben, wo die Pharisäer sehr stark eigentlich ihn wieder am Pranger stellt. Weil er einisch mehr am Sabbat geschafft hat, geheilt hat. Und Jesus sagt: Hey, ihr seid die ganz heilige Schrift am Durchschauen und am Suchen und so weiter, was richtig und falsch ist und so weiter, und verpasst dabei, mich zu finden, Jesus zu finden. Die Fülle vom Leben, wie es im Johannes 10,10 steht, die Fülle vom Leben wieder neu zu entdecken. Der Stolperstein 2, ich nenne den umsetzungshungrig. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst, aber ich bin sehr stark, zumindest so aufgewachsen, dass ich das Gefühl hatte, die Bibel muss mir immer 1:1 eine Anleitung geben. Und zwar jeder Bibelvers, den ich lese, der muss irgendwie auch 1:1 in mein Leben anwendbar werden. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich eigentlich kein guter Christ. Und so bin ich manchmal irgendwann darüber gestolpert und habe gemerkt, ich kann mit dieser Bibel eigentlich nichts mehr anfangen, weil ich in dieser Bibel gelesen habe und irgendwelche Geschichten gelesen habe,
irgendwelche Kriege gelesen habe und gedacht habe, was soll ich jetzt noch mit diesen Texten anfangen und was soll ich jetzt bitte schön Anleitung für mein Leben aus diesen Texten herausziehen? Und ich habe gedacht, so, ganz ehrlich, mit dem Wort kann ich nichts anfangen. Gut, vielleicht noch mit ein paar Paulus-Texten und so, die geben vielleicht schon noch gute Ratschläge, aber gerade mal das Alte Testament, das kippe ich einfach mal auf die Seite, weil mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Und so ist der Stolperstein plötzlich in mein Leben hineingekommen, wo das Alte Testament irgendwie zum antiken Buch geworden ist, wo eigentlich keine Relevanz mehr hat in meinem Leben. Weil ich daran gestolpert bin, dass es eben keine Lebenshilfe für mich war, kein Ratgeber war oder gewisse Psalmworte, die ich eigentlich so schön als Lebenshilfe gesehen habe, in einzelnen Momenten, ehrlich gesagt, einfach nicht mehr verhebt haben. Weil ich den auswendig gelernten Vers von der Sonntagsschule «Gott ist gut» plötzlich in einem Moment halt nicht mehr ganz so gut erlebt habe. Und mich gefragt habe, hat denn die Bibel wirklich noch Wert? Ich glaube, dass die Bibel nicht immer dafür gedacht ist, so 1:1 jedes Momentchen von unserem Leben direkt anzuwenden. Die Bibel ist vielmehr eine einheitliche Geschichte, die auf Jesus hinweist, die auf Jesus hinsteuert. So wie wir es vorher gelesen haben, und ich lese den Vers gerade nochmal vor, Johannes 5,39. Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Nicht, wenn wir jeden einzelnen Buchstaben irgendwie versuchen zu erklären und zu machen und zu tun, sondern dann, wenn wir auf die Suche gehen von dem Jesus in dieser Bibel. Von dem Jesus, wo sich durch die ganze Bibel schon im Alten Testament aufzeigt und hinzeigt. Wenn wir sehen, dass schon bereits im Garten Eden eigentlich der Blickwinkel auf Jesus hingezogen wird. Der Kopf von der Schlange, wo zertreten wird, wo Jesus irgendwann wird sein. Juda, der Stamm, wo ein Nachkommen vom König daraus wird folgen. Der David, wo plötzlich die Idee ist er jetzt der große Retter und Heilsbringer? Und man merkt, dass der Mensch völlig zerbrechlich ist, völlig fehlerhaft ist. Nein, er ist es nicht. Der Jesaja, der ankündigt, dass irgendwann der Friedefürst wird kommen. Ganz viele Momente, die auf den Jesus hinweisen. Und wenn ich mit diesem Blickwinkel an die Bibel dran angehe, dann merke ich plötzlich, dass der Jesus real wird in dieser Bibel. Und wenn ich die Geschichte nicht 1:1 durchlesen muss, mit einer Brille, dass ich sofort etwas anwenden muss in mein Leben, dann spüre ich daraus heraus, dass meine Fehlerhaftigkeit, ehrlich gesagt, immer grösser wird. All diese Texte zeigen mir eigentlich sehr gut auf, dass ich Jesus noch viel mehr nötig habe in meinem Leben. Noch viel mehr die Gnade eigentlich in mein Leben muss drin hineinkommen. Und ich glaube, das ist die Chance von dieser Bibel. Der dritte Stolperstein ist, dass die Bibel manchmal komplex ist. Komplex und irgendwie einfach zu kompliziert, um sie überhaupt noch zu verstehen. Irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt an, wo du eben sagst, ja, ganz ehrlich, all diese Bibeltexte, die kannst du einen Weg nicht richtig verstehen und am besten machen das einfach irgendwelche Theologen und dann kommt es dann schon gut und ich höre einfach irgendwelche Predigten, wo die mir dann schon sagen, was richtig und falsch ist. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite angesiedelt und hast bis jetzt immer gefunden, ja, die Bibel ist eigentlich einfach und leicht verständlich und jeder kann ja die Bibel auslegen. Und ich glaube, beides ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Die Bibel ist ein komplexes Buch. Und manchmal ist es einfach, um eben jeden Bibeltext 1:1 anzuwenden. Aber
es ist gleichzeitig ein Buch, das dir heute noch beiseite stehen kann. 2 Sachen, die uns dabei helfen können. Der erste Punkt, das gemeinsame Lesen. Ich glaube, dass gerade darum, weil das Dokument, weil die Bibel, weil Gottes Wort eben herausfordernd ist und manchmal nicht ganz so einfach ist zum Verstehen, dass es darum enorm wichtig ist, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen und am Schluss miteinander darüber diskutieren und Werkzeuge bekommen, wie wir die Bibel auslegen können. Das werden wir nächsten Sonntag noch weiter vertiefen. Es geht darum, ganz einfach, in unserer Schule lernen wir, dass nicht einfach nur die Lösung eigentlich vom Resultat das ist, was wir wissen müssen, sondern den ganzen Lösungsweg kennen müssen. Und wir müssen wieder lernen, wie wir zu dem Resultat kommen, wie wir die Bibel auslegen können. Und da gibt es Möglichkeiten, dass wir das lernen können. Und ich will euch herausfordern, darum vielleicht einmal mehr in einen Gottesdienst hineinzuhocken, zum Lernen, wie wir denn die Bibel auslegen können. Das ist die Aufgabe der Predigt, der Lehre, dass wir Werkzeuge mit auf den Weg geben, dass wir unter das Wort, wie man es früher immer so schön gesagt hat, unter das Wort kommen. Nicht einfach zum Lösungen präsentiert bekommen, sondern zum Lernen, wie wir mit dieser Bibel umgehen können. In den Groups können wir miteinander uns auseinandersetzen. Und der letzte Punkt, der ist Gewohnheiten. Ich glaube, ganz vieles in unserem Leben machen wir einfach, weil wir wissen, es tut uns gut. Das Zähneputzen ist völlig klar, oder? Wir tun es täglich machen. Nicht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, in dem Moment, wo ich es mache, hat es gerade eine mega coole und gute Auswirkung. Gut, beim Maulgeruch ist es vielleicht damals etwas anderes, aber in der Tendenz machst du es, weil du weißt, dass es auf lange Zeit raus eben gut ist. Und ich glaube, wenn wir eben den Zugang zu Jesus auch wieder neu finden in dieser Bibel, dann ist es etwas, wo auch eine gute Gewohnheit ist. Egal, ob es in dem Moment, wo du sie gerade am Lesen bist, dir etwas bringt oder nicht. Das Wort von Gott hat eine prägende Wirkung. Egal, ob du jetzt gerade etwas mitnimmst oder nicht, es kann dich durchdringen. Und die Worte, die dort geschrieben sind, werden dich prägen. So wie jedes einzelne Video, wo du an News, an YouTube-Clips, an Instagram-Clips vielleicht liest, wo du irgendwelche andere Zeitungsartikel liest, all diese Sachen prägen dich genau gleich. Also, wie wertvoll ist es, wenn wir es mit der Bibel viel mehr machen und dort drinnen die Gewohnheit auch wieder lernen, zu schätzen und zu entdecken und so zu einem faszinierenden und inspirierenden Bild von Gott ganz neu wieder dürfen finden. Ich will beten zum Abschluss. Herr, lass uns dein Wort wieder zu lieben und wertschätzen. Jesus, offenbar du dich durch die Bibel, durch uns. Heiliger Geist, überführ du uns durch dein Wort und führ uns zurück zu deiner Quelle, zu dieser Fülle vom Leben. Amen.